Ziemlich eingestaubt hat es den ÖBB am Freitag bei einer Choralmbanneröffnung in Graz und Klagenfurt. Jetzt haben die ÖBB endlich eine ausführliche Erklärung dazu abgegeben. Da ist die Zeit im Bild und das sind 3 Themen, über die man in Österreich heute redet. Kiew soll den Donbass aufgeben, sagen die USA. Australien will seine Waffengesetze verschärfen. Und der Fiskalrat fordert von der Regierung mehr Sparmaßnahmen. Die Ukraine wird der US-Forderung nach einer Aufgabe vom Donbass nicht zustimmen. Das ist im Rahmen von Gesprächen in Berlin bekannt gegeben worden. Fortschritt hat es laut den USA aber gegeben beim Thema Sicherheitsgarantien. Die hat man in Anlehnung an den Artikel 5 vom Vertrag für NATO-Mitglieder weiterentwickelt. In dem Artikel 5 heißt es, dass ein Angriff gegen ein Mitglied wie ein Angriff gegen alle gesehen wird. NATO-Mitglied ist die Ukraine noch keins. Und letzte Meldung, von europäischer Seite wird eine europäisch geführte Schutztruppen mit Unterstützung der USA vorgeschlagen. Die Truppen sollen Sicherheitsgarantien bieten und Luftraum und Seewege der Ukraine schützen. Erste Konsequenzen gibt es nach dem Anschlag auf Teilnehmer beim Chanukka-Fest am Bondi Beach in Sydney. Die australische Regierung will ihre strengen Waffengesetze weiter verschärfen. Am Sonntag haben ein 50-jähriger und sein 24-jähriger Sohn 15 Menschen ermordet und 40 teils schwer verletzt. 27 Personen befinden sich derzeit noch im Krankenhaus. Am Tatort haben sie Menschen heute zu einer Mahnwache versammelt. Und gleich exklusiv bei mir in der Zeit im Bild, die ÖBB klären endlich über die Staubentwicklung im Choralmtunnel letzten Freitag auf. Der Fiskalrat fordert von der Regierung mehr Sparmaßnahmen. Das Regierungsziel, bis 2028 das Budgetdefizit unter 3% vom BIP zu kriegen, wird verfehlt werden, heißt es im Jahresbericht. Nur fürs nächste Jahr sieht der Fiskalrat die Budgetziele der Bundesregierung auf Kurs. Mittelfristig jedoch fehlen konkrete Maßnahmen zur Budgetkonsolidierung. Tausende Menschen in Graz und Klagenfurt haben am Freitag auf ihre Premierenfahrt über 2 Stunden warten müssen. Der unglückliche, aber nicht weniger peinliche Grund, eine Staubentwicklung im Choralmtunnel. Ganz normal für einen neuen Tunnel, haben uns die ÖBB wissen lassen. Und mit dem haben sie von ORF und Kronenzeitung abwärts alle zufrieden gegeben. Hat man die Tunnelröhren nicht kurz vorm Festtag gewaschen und hätte es überhaupt was gebracht, wollte von der Bahn wissen. Die ÖBB erklären jetzt dazu Folgendes. In der betroffenen Röhren hat es bis zuletzt Arbeiten an einer Wasserleitung gegeben. Deswegen hat es in den letzten 3 Monaten dort auch keine Test- oder Güterfahrten gegeben. Der verbliebene Staub hat sich dadurch wieder abgesetzt. Der Staubeffekt hat aber schon am selben Tag nachgelassen, sagen die ÖBB, und wird in ein paar Tagen komplett verschwunden sein. Na alles, dann hätten wir das jetzt auch endlich für alle verständlich geklärt. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis morgen.